Mitten in Würzburg die Bronnbacher Gasse. Ein Geheimtipp, denn hier schaltet und waltet Josef Vogt, besser bekannt als der Schraubensepp. Den Freisitz gibt's das ganze Jahr, damit die Zeit mal für ein paar Augenblicke stehen bleibt. Da ist es angerichtet. Es kommen oft nur viele, um ein bisschen was zu erzählen. Ne? Und dann wird wegen Blauschle gemacht, Späßle gemacht und dann gehen sie wieder weiter. Und das wird ja oft unterschätzt, diese soziale Komponente. Das ist von einem Käsemesser, wo man dann so den Käse mitnimmt. Und das wird dann da drauf Ach, das kommt dann da unten rein. Ja, das kriege ich mal schon. Ja. War damals, wie er angefangen hat, war richtig typisch. Angefangen hat der Sepp vor bald 20 Jahren. Die wollte ich. Ja, jetzt haben wir's. Ja, jetzt machen wir mal den ultimativen Schraubentest. Sagt der ultimative Schraubenexperte. So, passt, wackelt und hat Luft. So, Gut, haben wir's? haben wir's. Was kriege ich jetzt? Machen wir eine 50er. Das habe ich nicht. Das andere Haben wir nicht. sind Schweinle. Jawohl, in Dankeschön. die Sau. So, dass die aber hat. Ist schon drin. Gut. Wie der Sepp zu den Schrauben kam, ist eine eigene Geschichte. Nachdem er 28 Jahre in einer Hochbaufirma als technischer Zeichner gearbeitet hat, ist er einer Entlassungswelle zum Opfer gefallen. In dieser Zeit ist ihm auch aufgefallen, dass es in der Würzburger Innenstadt keine Schräuble und Nägli mehr gab, seit der stadtbekannte Eisenwarenhändler Schumm geschlossen hatte. Und da sagt mir einer, Bruder, mach doch einen kleinen Schumm auf. Und beim Schumm hast du alles gekriegt. Von Eisenwaren bis zu Badewannenstöpsel im Mausefalle. Und dann haben wir gesagt, naja, warum eigentlich nicht? Das war ganz kurzfristig. Und dann haben wir gesagt, gucken erst mal, ob in der Stadt irgendwo ein Laden frei ist. Und sind wir halt ein wenig so rumgelaufen und dann war der Laden frei. Dann war die Entscheidung gefallen. Mach ich. Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe hier die Abdeckung von meinem E-Bike. Da sind 2 Schrauben fest und da sollen Getränkehalter angebracht werden. Aber die Schrauben sind zu lang. Haben Sie einen Halter schon mal dort gehabt? Ja, dann machen wir 10 10er. 11, das 10 mm. Über mangelnde Abwechslung kann der Sepp nicht klagen, aber Reichtümer scheffelt er mit seinen Schrauben wahrlich nicht. Ich würde Ihnen dann 50 Cent geben in Sachen Spende, Sie wissen, ne? Ja, wir schon. Danke, Ja. tschüss. Dafür sind ja solche Geschäfte auch da. Ne? Sind sie ja auch da. Weil sonst hätte ich gar nicht Arbeit braucht, dass man es einzeln macht. Ne? Und vor allem, ihr habt es ja jetzt gesehen, da kann man es ausprobieren. Hier gibt's Schräuble inklusive individueller Beratung und sehr individueller Verpackung. Größere Posten kommen in Zigarettenschachteln und Einzelstücke in Sepps berühmte Tütle. Also alte Kataloge, die nicht mehr gebraucht werden, bevor man die wegschmeißt. Schwuppdiwupp. Ist gar kein Hexenwerk. Und die werden auch gern genommen. Und manche, wenn sie ausgepackt haben, bringen sie auch wieder mit zum neuen Befüllen. Ja, weil es gibt genug Müll auf dieser Welt. Ja. Ich habe was getöpfert aus Keramik und wenn ich das jetzt mit der Schraube natürlich zusammenfüge und mache viel Druck, dann geht mir das unter Umständen ja gerecht. Ja, ich gucke mal, ich glaube, ich habe was. Was hat die Frau? Ich hab was. Wenn man Unikate braucht, dann findet man es hier. Ich will so eine Etagerie zusammenschrauben und dafür brauche ich Zwischengewinde oder was auch immer. Und das kriegt man nur hier. Das kriegt man nur hier. Jede Kundschaft ist eine neue Herausforderung. Machen wir einen Euro zusammen, dann tun wir das in eine Tüte rein. Schauen Sie, ich habe eine Tüte. Ah ja, Ich würde okay. es da rein tun. Und was ich dann noch dazu brauche, dann weiß ich ja, wie es ausgeht und dann melde ich mich. Dann komme ich wieder vorbei. Und das Tüte nicht verlieren. Nee, das Tütle verliere ich nicht. Sonst wird es spannend. Vielen herzlichen Dank für alles. Ja? ne? Jo. Tschüss. Tschüss. Ja, hallo. Ich brauche einen Hacken. Für mein Bild aufziehen. Das Bild ist einmal 1 Meter. Es geht zu wie im Taubenschlag. Langweilig wird's dem Sepp nicht. Und so mancher Kunde kommt einfach mal nur auf einen Plausch vorbei, weil hier die Zeit einmal stehen bleiben darf. Keine Hektik,
kein Stress. Also das ist sehr schön im Sommer auch zum Sitzen. Da kommen viele Leute vorbei und man kann da reden und nicht einer Meinung sein. Aber jetzt muss Sepp erst mal aus seiner Schraubenwelt in die Kräuterwelt. Die ist 100 Meter weiter in der Passage und gehört Romina Dollhopf. So, jetzt gibt's mal einen guten Tee. Guten Tag. Romina macht eine Spezialmischung für Sepp. Und gleich zum Feierabend. Genau. Kann man schön schlafen. Zum Feiern. Zum Feiern. Zum Feiern am kriegst du. Genau. Hier. Jawohl. Wir haben umgebaut, letzten Sommer quasi. Und der hat uns auch gut unterstützt mit allem, was er hat, mit seinem ganzen Repertoire. Und hat uns sogar für die Tage, wo er nicht offen hatte, hat er uns sogar seinen Ladenschlüssel gegeben. Das war, Nägel und Schrauben. genau, dass wir auch versorgt sind. Und wir mussten es tatsächlich auch mal in Anspruch nehmen. Also es war echt cool. Da haben wir echt schön zusammengehalten. Ja. Ja. Ich schreibe mal drauf, Sepps Feierabend. Na? Jawohl. Alles klar. Ja, tschüss. Servus Sepp. Ich bräuchte ein paar Turz, Schrauben 70 cm, 80 cm und 80 mm, sorry. Dann nimmst du Ich probiere die, ja. Genau. Sind? 2 Euro. Sepp in Action. Und seine Tütle dürfen dabei nicht fehlen. Jawohl, wirklich schon. Und pass auf die Finger auf. Ja, ich habe ja genug. Hast genug stehen. Aber wenig als Nägel. Danke dir. Alles klar. Servus. Herzlichen Dank, einen schönen Tag. Alles klar. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Ciao. Was machen all die Leute, wenn der Sepp demnächst in Rente geht? Nachfolge wäre auf jeden Fall gut. Denn solche Läden werden in Städten gebraucht. Ne? Man hat es ja jetzt auch schon so mitgekriegt, auch mal Bläuschler halt und so weiter. Und ja, weil man halt doch viele Dinge kriegt, die man entweder sonst gar nicht mehr bekommt oder bis zu welche jedem Mist hinaus auf die grüne Wiese fahren muss. Es ist so, das ist hier, diese Griffe, die sind hier runtergegangen und da haben wir da nur das eine kleine Schräubchen und Da ist aber so eine Hülse, muss und da da dabei ist sein. so eine Hülse drinnen, sonst Da, kriegen wir ja. das Ja, Aber der Hügel nicht. nehmen wir eben, nicht, die sind diese heraus. Hülsen fehlen. Diese Hülsen Und die fehlen. Schräuben natürlich auch. Da Wunderbar. gehört diese Hülse rein und dann die Schräube. Ja gut, der Schorf ist das würde mir hinkriegen, aber der Hügel ist ja... Den Topf lassen wir da kann er sich jetzt dann verkünsteln. Und wenn er fertig ist irgendwann, dann Also kann was man macht, er sich... ist, dass man da durchbohren. Ja, Da ist ja schon die Bohrung. ja. Und dann machen wir da Schraube rein. Ja, Deckel ein ich bisschen. freue mich, wenn das dann doch klappt. Das klappt schon. Also prima, wunderbar. Ne? Ne? Alles Dann klar. sag vielen herzlichen Dank. Ne? Tschüss, Danke. wiederschauen. Ciao. Den Topf nimmt er morgen früh in Angriff, ausnahmsweise. Jetzt gibt es erst einmal einen Tee. Der Feierabend kommt. Und weil es noch kühl ist, bleibt er heute bei seiner Sitzweil alleine. Der Schraubensepp. Diese kleine Würzburger Institution.